Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pilzig. Ja, jetzt erfahren wir doch mal die wahre Geschichte. Okay, da können wir nichts großartig machen. Hier können wir generell nichts wirklich reißen. Mit dem können wir nicht retten. Wir können auch kein Selfie machen. Wobei, wir können doch einfach mal so ein Selfie machen. So. Und dann schauen wir mal. Ja, Okay. verstehst du jetzt, Neuer? Ich gebe dir eine neue Chance. Was wirst du tun, Neuer? Gegen die Bösen kämpfen oder gegen dich selbst, um nie sehen zu müssen, was im Zimmer deiner Eltern passiert? Bösen? Hey Mann, wir sind nur Follower. Was? Du bist doch dieses Kind mit einer Fantastillion Follower, oder? Wir dachten, wenn du uns addest, dann würden wir vielleicht Freunde finden. Weil wir haben eigentlich keine Follower. Kannst du uns bitte adden? Oh Mann, oh Mann. Unser Moment ist endlich gekommen. Wow. Ist das geil? Ist das geil? Okay, na dann. Ist das geil? Oh Mann, ich bin einfach... Wow. So. James, Percy und Wir Jesse. haben's geschafft. Ich bin so glücklich. Mit mir kann ich nicht retten, mit denen kann ich auch nicht retten. So, Cartman kann ich auch nicht und dann muss das wohl sein, ne? Oh, hey, mein Schatz. Alles okay? Geh wieder ins Bett, Schätzchen. Daddy und ich sind beschäftigt, okay? Geschafft. Du hast deinen Dad aufgehalten und deine Mom gerettet, Neuer. Haha, genau. Und jetzt ist niemand mehr da, um mich aufzuhalten. Auf in eine andere Zeit. Nein, Connor. Wer bist du? Ich bin Kuhn, das ist ihr Kind aus der Zukunft. Unser Kind aus der Zukunft? Oh Gott, ich hab gewusst, dass sowas passiert. Unser Kind weiß, dass wir gelogen haben und will eine Erklärung. Du hast recht. Wir waren unehrlich. Aber nur, weil wir dich beschützen wollten. Die Wahrheit ist, deine Mom und ich haben gewisse Fähigkeiten. Kräfte, die normale Menschen nicht haben. Ich habe meine entdeckt, als ich noch jung war. Ich habe eines Tages ein Facebook-Profil angelegt und ein paar Stunden später hatte ich über 3 Millionen Follower. Meine Kräfte sind ähnlich, aber sie funktionieren nur bei Instagram. Ich hatte 4 Millionen Follower, als ich mein erstes Bild gepostet hatte. Natürlich bleiben solche Kräfte nicht lange unentdeckt. Kurz darauf wurden deine Mutter und ich von der Regierung entführt. Dann haben Wissenschaftler monatelang an uns herumexperimentiert, um herauszufinden, wie wir so schnell so viele Follower bekommen konnten. Da haben dein Dad und ich uns kennengelernt und verliebt. In einem kalten, feuchten Regierungslabor. Ja, am Tag führten sie Experimente durch und in der Nacht liebten wir uns. So vereinten sich ihre Kräfte mit meinen. Und du hattest direkt nach deiner Geburt schon 10 Millionen Follower. Und als sie kurz darauf die Nabelschnur durchtrennten, warst du schon mächtiger als die gesamte Kardashian-Familie. Deshalb mussten wir fliehen, weil wir wussten, die Regierung würde dich für schreckliche Dinge missbrauchen. Seitdem sind wir auf der Flucht, ziehen von Stadt zu Stadt und versuchen, ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Aber egal, wohin wir gehen, es hört nicht auf. Du sammelst automatisch Follower. Manchmal brechen sie sogar in unser Haus ein und benutzen unsere Toilette, um dir nahe zu sein. Deshalb haben wir Medizin in dein Essen getan, Spatz. Um deine Kräfte im Zaum zu halten. Aber es hat nicht funktioniert. Eine Nebenwirkung der Medizin ist, dass deine Fürze unglaublich mächtig sind und fürchterlich stinken. Tut mir leid, Schatz. Oh Gott, ich bin so erleichtert, dass wir endlich die Wahrheit gesagt haben. Ich auch, Schatz. Ich glaube, ich kann mit dem Trinken aufhören. Und ich muss meine Probleme nicht mehr in Haschkeksen ersticken. Ach, Liebling, ich habe das Gefühl, unsere Zukunft wird jetzt ganz anders werden. Ich glaube an uns. Oh Gott, Kotz. Wie geht es dir, Spätzchen? Jetzt, wo du die Wahrheit kennst, meinst du, dass du endlich auch an dich glauben kannst? Okay. Spring durch die Zeit. Und noch einmal. Drücke X, um zu glauben. Habe jetzt einfach nochmal X gedrückt.
Und wo sind wir jetzt gelandet? Wieder mitten in South Park. Aber wo sind die anderen? Und noch wichtiger, in welcher Zeit sind wir gelandet? Okay, dann legen wir mal los. Arschloch, da! Ah, okay. Es ist ein großer Tag für South Park. Die Stadt war echt lange Kacke. Aber endlich wird Mitch Connor als Bürgermeister vereidigt. Es ist mir eine Ehre. Begrüßen Sie mit mir Mitch Connor. Ein Mann mit richtigen Eiern, der die Scheiße endlich mal anpackt. Du hast es geschafft. Heute ist die Vereidigung. Wir können Mitch Connor immer noch aufhalten. Ziehen wir es durch. Zusammen mit Cartman Da jetzt. Okay. Dann halt zusammen mit Cartman. Und der wird sich noch irgendwie gegen uns wenden. Ich könnte drauf schwören. Schnell! Wir können den Wichser noch aufhalten. Da ist er! Leute, ihr lebt noch? Oh Gott sei Dank. Mitch Connor wird gleich vereidigt. Kommt, wir müssen ihn aufhalten. Du gehst nirgendwo hin, du Dreckskerl. Gib endlich zu, dass du dahinter steckst. Ich bin nicht auf Mitch Connors Seite, Leute. Hör auf! Du bist Mitch Connor! Gib's zu, Cartman! Nein, bin ich nicht. Gib's zu! Nein, Kyle, ich habe keine Kontrolle über Mitch Connor. Du bist Mitch Connor, du warst immer Mitch Connor und du hörst jetzt sofort mit dieser Scheiße auf! Und wie erklärst du dann das, Kyle? Sieh an, die Sache wird langsam interessant. Das ist nicht lustig, Kyle. Das bin ich nicht! Alter, fick dich. Was ist los, Kuhn? Kein glückliches Händchen? Kyle, lass den Scheiß. Wieso bist du sauer? Weil er uns was vorspielt, deswegen. Das ist überhaupt nicht wahr! Das ist deine scheiß Hand, Arschloch. Hör auf, mich zu trollen. Inwiefern trollt er dich? Er will mir eine Lektion erteilen, dass man Freunde nicht verarscht. Halt! Du gibst also zu, dass du uns was vorgespielt hast? Der Arsch will mir anhängen, dass ich euch getrollt habe. Genau das habe ich gewollt. Die Kuhn-Freunde gehen sich an die Gurgel. Alter, verarschst du uns? Tja, vielleicht. Und vielleicht hat Cartman das gleiche Spiel getrieben. Gibst du's zu, Cartman? Seht ihr? Das ist doch der Beweis, oder? Ich habe keine Ahnung. Wie doch ein Hauch von Misstrauen ein Team auseinanderreißen kann. Na, Freedom Pals, wen greift ihr an? Mich oder den Kuhn? Siege Mitch Connor. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, dann nehmen wir das mal Wundertweak mit dabei. So, der darf jetzt mit ins Team. Hör auf, Kyle, der Scheiß ist nicht witzig. Alter, ich bin das nicht! Bullshit. Was ist Kuhn? Freust du dich nicht, mich zu sehen? Fick dich, Kyle. Okay, der attackiert automatisch. Dieser Lauf der Ereignisse hat sogar mein Superhirn verwirrt. Neue Regel, wenn ich Schaden nehme, kriegt den der Kuhn. Was? Au, fuck. Ja, jetzt zwingt der also Das Scheiße. fängt er auch. Was soll der Scheiß? Mitch, hör auf! Das ist grausam! Sorry, Humankind, so sind die Regeln. Du mieses Schwein. Hör mit dem falschen Spieler auf, Humankind. Okay. Dafür! Mitch macht das alles! Gut gemacht, Freedom Pal. Das wird dem Kuhn nicht gefallen. Kyle, das ist super schräg! Was ist mit dir, Freedom Pal? Wer von uns ist der wahre Schurke? Ah, das ist zu viel Druck! Das pack ich nicht! Dann unterkühlen wir ihn erstmal. Alter, ist es so fertig. Sorry, das tut mir echt leid! Im Endeffekt wird wahrscheinlich Du eh wolltest nur den Kuhn treffen. zum Schluss Komm jetzt, Cartman Arsch. zugeben, Ruhig nicht, so dass... sind die Regeln. Im Endeffekt wird zum Schluss eh nur Cartman zugeben, dass er sie halt alle verarscht hat. Und dann zum Schluss dieses ne. Könnte ich echt schon drauf wetten. Okay, dann heilen wir mal Cartman. Ne, können wir nicht. Okay. Na dann, warten wir einfach mal ab. Du bist dran. Gegen wen kämpfst du, Freedom Pal? Wenn ihr mich fragt, habt ihr Arschlöcher gerade beide Prügel verdient. Ja. So stimme ich definitiv mit Kenny überein. Jetzt bist du dran, Arschlord. Wer soll's sein? Ich oder der Kuhn? Ja, scheiß drauf, komm. Cartman hat's doch sowieso immer verdient. Ah, ich bin hier nicht der Böse. Na, wen greifst du an, Freedom Pal? Ah, das ist zu viel Druck! Das pack ich nicht! Warum kämpfen wir eigentlich immer gegeneinander?
Wolltest du Kuhn treffen? Kein Problem. Ich hasse dich, Kyle. Alter, fuck, Leute. Das ist unfair. Genau. Sieh an, so sehen wir uns wieder. Mitch aus dem alternativen Universum. Gott verfickt nochmal! Oh Mann, die sind alle so fertig. Das wird wehtun. Tut mir leid, Kite, ich tue nur meine Pflicht. Das hat nicht gezählt. Und jetzt? Oh Gott, nee. Connor wird euch zeigen, wie es läuft. Mitch nicht! Du bist da drüben und ich bin hier drüben, also gilt das nicht. Ja, jetzt fangen sie beide an rum zu cheaten. Und Kyle will einfach nur die Lektion erteilen. Hör auf! Dass es halt jeder machen könnte im Prinzip. Mitch Connor bin? Hör auf, sonst breche ich dir die Scheißhand. Nee, da können wir jetzt nichts machen erst einmal. Nee, da geht nichts. Aber wir können Heilung. Keine Ursache. Heilung können wir verursachen, ja. Und hurra! Oh Mann, 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 Mann. Zeig ihnen, was du drauf hast. Und auf ihn drauf. Sehr gut. Voll auf die Kacke! Der hat's auch gleich hinter sich. Scheiße, 2 Mitch sind 2 zu viel. Blitz und Donner. So, da ist er wenigstens erstmal platt. Du glaubst, du kannst antanzen und einfach Regeln erfinden, du Betrüger? Gut, ohne Schadensumlenkung. Hör mit dem Scheiß auf, Kyle. Nimm einfach die Hand runter! Der echte Mitch Connor ist unbesiegbar. Witzig, das wollte ich gerade zu dir sagen. Dann komm, du Blender. Au! Alter. Mal zieh nicht so fest! Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Wie die auch beide gucken. Meiner Berechnung nach habt ihr mich nicht getroffen. Davon wirst du elektrisiert. Okay, Diabetes macht erstmal nix. Kenny könnte theoretisch beide hier runterschießen, aber nee, lass mal mal sein. Verlass mich auf dich. Du schockst erstmal ihn. Und dann gucken wir mal, was Tweaks... Ah ja, Tweaks gerade für die mit Craig zusammen. Oh, liegt er Das schon? hat nicht gezählt. Das verursacht super Ekel. Nee. Den gönn ich dir nicht. Sorry wegen des Zugs! Jetzt wirst du zerfetzt. Sollen diese lieber gegenseitig auf die Fresse schlagen. Okay. Der Schaden zählt nicht. Jesus. Blutest du. Dann aufs Maul und zwar auf ihn erstmal. Die Kackwurst hatte sich wohl verlaufen. Kann ich sowas reißen, indem ich von der anderen Seite Meiner Berechnung angreife? nach habt ihr mich nicht getroffen. Und ja, super Ekel obendrauf. Alter. Gut, dann so und so. Und noch einmal. Wer solche Freunde hat, braucht keine Arschlöcher. Gut. Wenn ich jetzt wieder dran bin. Oh. Freedom Perl außer Gefecht. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal alle heile und So wiederbeleben. einfach geht das nicht, Freedom Pals. Langsam wird's total behindert. Finde ich auch. Die einzige Art, das zu beenden, ist, beide zu besiegen. Und? Moment, was? Moment. Dr. Timothy sagt nicht schummeln, los. Dann will ich mal erstmal alle Heule, vor allem alle mal wieder Heiler. Ja, schade, ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass man Dr. Timothy jetzt möglicherweise Amo wirklich als Verbündete mit dabei haben. Wäre sehr cool gewesen. Ich finde es sehr schade, dass man ihn nicht als Verbündete mit dabei haben. Aber der ist wahrscheinlich etwas zu mächtig. Lebendig! So. Okay,
Wir sind hier trotzdem blockiert gerade. Ja, okay. Irgendwo ist gerade Wurm drin. Ja. Irgendwo ist gerade kräftig der Wurm drin. Kleine Erfrischung. Es ist unglaublich, dass das Spiel mit so grafisch weniger Anforderungen und generell so wenig Anforderungen auf der PS4 trotzdem so viele Bugs noch hat. Dein Angriff steigert nur meinen Zorn. Okay. Der ist erstmal außer Gefecht. Dann Scott. Haut drauf. Ja. Das macht Captain Diabetes mit Leuten, die ihm zu nahe kommen. Der tote Mysterion unterkühlt. Ich spüre mein Gesicht nicht mehr. Kacke. Dann attackiert Cartman. Sehr gut. Das reicht nicht, um mich auszuschalten, Freedom Bells. Zu viel Druck. Und ansonsten bleibt hier auch nichts mehr übrig, was ich da machen könnte. Nee. Schade, schade. Ah doch, so kriege ich Cartman. Wunderarsch hat gesagt, ich soll das machen. Ja. Das wird wehtun. Immer kriegen's die Neuen ab. Ja, leider. Der ist, okay, Cartman ist fertig. Es gibt nur einen echten Mitch. Fickt euch, Leute. Okay, Cartman geht ganz aus dem Kampf raus. Und dann 1, 2 Diabetes. So. Du hast gewonnen. Trophäe erhalten in Silber durch den Darm der Zeit. Theaterschminke Tränen eines Connors und 8,86 $ haben wir noch gekriegt. Sehr schön. Oh, Alter, es reicht jetzt. Hör endlich auf damit, Kyle. Hör du damit auf. Fettarsch. Sag ihnen endlich, dass du mich nur verarscht hast, sonst hören die nie auf, uns zu verdreschen. Alter Kai, wenn du uns nur verarschst, dann sag's bitte jetzt. Langsam blickt keiner mehr durch. Wenn ich euch verarschen würde, dann eher genauso. Na gut, vielleicht gebe ich's ja zu. Ich gebe zu, dass ich euch verarscht habe. Aber nur, wenn Kyle es zuerst zugibt. Ich gebe überhaupt nichts zu, bevor er nichts zugibt. Du zuerst. Na gut. Okay, wir geben es beide gleichzeitig zu, okay? Auf 3 sagen wir beide, ich hab euch verarscht. Okay? Na gut. Okay, gut. 1, 2, 3. Ich hab euch verarscht. Reingelegt. Ah, du Arschloch. Das war so klar. Zu lange hat unsere schöne Stadt eine saublöde Schlampe als Bürgermeisterin, die nie das Verbrechen bekämpft hat. Und jetzt wird Mitch Connor. Okay, genug gequatscht. Macht mich endlich zum Bürgermeister. Das ist Mitch Connor. Alter, wie blöd kann man eigentlich sein? Los, Beeile und vereidigt mich. Okay, um mit der Amtseinführung zu beginnen, würden Sie bitte Ihre rechte Hand heben, Mr. Connor? Ich schwöre feierlich. Ich schwöre feierlich. Halt, stopp. Nein, Was ist hier los? machen Sie mich zum Bürgermeister. Alle mal herhören. Das ist alles nur ein Trick, um das Verbrechen anzukurbeln. Damit das Coon-Franchise erfolgreicher wird als das Freedom Pie-Franchise. Man hat Katzenpisse in die Drogen und den Alkohol gemischt, damit es mehr Verbrechen gibt, die Coon bekämpfen kann. Das war alles der Plan von diesem Wichser. Mitch Connor reitet auf einem fetten Waschbär. Nein, kapiert ihr es nicht? Er ist an allem schuld. Los, zeig ihnen das Selfie, das du gemacht hast. Moment. Und zwar mit dem Plan. So, wo ist er? Da ist er. Lad es mir hoch, dann stelle ich's auf Connors Instagram-Account, damit es alle sehen können. Gut. Hochladen. Und so. Hey, Mitch Connors Plan? Hey, das stimmt wirklich. Meinst du, er hat Gift in unseren Wein und unser Kokain getan? Warum? Ja, warum? Ich sag euch warum. Weil der Neue nicht der Einzige mit einem gefickten Elternteil ist. Mein Dad wurde gefickt, als ich 9 war. Was? Nur 2 Leute auf diesem Podium wissen, wie das ist. Jetzt lass den Scheiß. Ich will das hören. Ich werde meinen Vater rächen. Und wenn alle anderen dafür sterben müssen. Mitch, es ist vorbei. Mom, was machst du denn hier? Ich bin schon die ganze Zeit da. Du bist nicht schuld, Sohn. Ich bin schuld. Was soll das heißen? Ich war es, Mitch. Ich habe deinen Dad gefickt. Wow. Was? Du hast meinen Dad gefickt?
Warum? Ich habe das für uns getan. Du solltest eine Zukunft haben. All die Jahre. Jag ich die Person, die mein Dad gefickt hat und dann war es meine Mutter? Bleib ganz ruhig, Mitch. Fick dich, Kuhn. Du bist vielleicht cool, aber das ändert auch nichts. Wie war das, Mom? Hm? Hast du ihn dabei in die Augen gesehen, als du ihn gefickt hast? Mitch, das ist schon so lange her. Für mich nicht. Ich denke jeden Tag dran. Vergib ihr, Mitch! Bitte sag mir, dass ihm das nicht abkommt. Ja, echt wohl. Dann bring mich um, Mitch, bitte. Bring du mich um, ich kann nicht mehr. Ich bring dich um, du bringst mich um. Nein, verdammt, bring dich um. Glück wird dieser Typ nicht Bürgermeister. Ja. Kommt mit, Leute! Wir besorgen uns in der Nachbarstadt saubere Drogen und Alkohol. Nein, Dodo, mit hört's jetzt auf. Echt? Oh Gott, nee. Bum, bam, bum, bam, bum, bam, bum, bam, bum. Ach ja, die klassische alte Outro-Musik. Ba, 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 ba. Ach Gott. So, das können wir theoretisch auch mal überspringen. Und ja, auf ein Outro habe ich gehofft, weil so das Ende zu lassen wäre schon Panne gewesen. Okay, die leben beide noch. Kitzelmonster. Nein, du bist das Kitzelmonster. Oh, hallo, Schatz. Warst du mit deinen Freunden spielen? Ist das nicht eine tolle Stadt? Ich finde es toll hier. Ich bin froh, dass wir damals reinen Tisch gemacht haben, was unser Kind angeht. Ich fühle mich, ich weiß nicht, als ob unser Leben jetzt irgendwie anders wäre. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Oh je. Sag mal, würdest du uns einen Moment entschuldigen? Mami und Daddy müssen oben etwas erledigen, weißt du? Oh, du kleiner Schelm. Okay. Und jetzt sieht das dann wieder, ne? Dachtest du wirklich, du könntest verhindern, dass schlimme Dinge geschehen? Begreifst du nun endlich, dass das Chaos dich immer einholt? Du hast versucht, ein Held zu sein. Lass doch mal deine dunkle Seite raus. Es gibt nur eine Wahrheit in diesem Leben, weißt du? Ganz egal, wie sehr du versuchst, die Vergangenheit zu ändern. Dein Dad hat immer deine Mom gefickt. Okay. Und ja, jetzt sind wir hier wieder unterwegs und könnten jetzt theoretisch hier wieder alle Aufgaben noch in Angriff nehmen, die hier parat wären. Aber ich denke, da ich jetzt hier mit der Hauptstory durch bin und somit alles erreicht habe, was ich wollte für das Let's Play, würde ich doch echt mal sagen, dass es hier an der Stelle für mich endet. Ja, mehr Resümee würde ich noch ganz gern ziehen. Ganz klassisch eine Bushaltestelle zum Schluss. Würde ich doch echt nochmal sagen, es war gewohnt gutes Spiel, wie man das von South Park halt kennt. Es hat schon sehr an den Stab der Wahrheit erinnert, wenn auch das Ende doch etwas enttäuschend für mich war. Es hat so ein großer letzter Bosskampf gefehlt, wie es beim Stick of Truth der Fall war. Und diese Sache mit Mitch Connor, mit der Hand von Cartman, ja, das ist immer so eine Sache, die findet man entweder lustig oder die findet man nicht so besonders lustig. Ich persönlich finde es jetzt auch nicht gerade so unbedingt lustig. Es war irgendwie danach etwas nervig, ja klar, man hat auch wieder schmunzeln können, aber trotzdem so wirklich lustig ist die Sache mit dem Mitch Connor nicht. Das ist dann teilweise auch etwas ausgeartet. Ich glaube, zum Schluss haben Matt Stone und Trey Parker mal wieder ordentlich was eingeworfen, um so eine Story zu kreieren. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, es war ein solides, alles in allem, war das ein solides South Park Spiel, wie man es erwartet hat. Nur das Ende etwas unglücklich, wie ich finde. Aber so what? Mir hat es tierisch Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, das Let's Play mit mir durchzustehen und das Let's Play hier von mir zu verfolgen. Ja, als nächstes würde ich sagen, kommt dann wieder die Bioshock-Reihe dran. Mein nächstes Let's Play wird dann wieder sein Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Die erste 5 Episode habe ich dann auch noch Unterstützung von Syltra K gehabt, die hat es mit mir schon im Vorfeld aufgenommen. Und die Episode, die erste, die läuft dann morgen und die 6. Episode mache ich dann wieder solo weiter. Und wenn ich dann die Bioshock-Reihe durch habe, sprich 2 und 3, wenn die dann durch sind, dann würde ich sagen,
dass ich dann nochmal den Stab der Wahrheit mache. Also machen's gut, ihr liebe Leute, das nächste Let's Play kommt schon morgen und die anderen Let's Plays sind auch jeden Tag für euch bereit. Also machen's gut und bis zum nächsten Mal wieder. Euer Yankee!